Hallo zusammen! Heute geht es ums SOS-Gebet und das bedeutet eigentlich, Save our soul oder save our ship, also bewahre unsere Seele oder bewahre unser Schiff, auf Englisch übersetzt auf Deutsch. Ja, manchmal hat man nicht so viel Zeit in dem Sinne und dann ist es besser, einfach ein kurzes Gebet Gott in den Himmel zu bringen. Und es ist sehr cool, wenn man das eben mit einem Bibelvers verbindet, sonst einfach so, Gott hilf oder ich bin in der Not. Aber wenn man das verbindet mit dem Wort von Gott, hat es eine absolute krasse Kraft. Das heißt im Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Also SOS ist eine Art von Gebet, man darf es nicht klein machen in dem Sinne. Natürlich, es gibt auch eine Stunde, wo man betet wie Jesus, das ist ein anderes Level, aber es gibt auch die Momente, wo man in der Not ist. Und ich sage immer, einfach ein Gebet zu Gott bringen, besser als sich Sorgen machen, in die Nöte kommen, verzweifelt sein, Fehlentscheidungen zu machen, ganz kurz, es ist wie ein Stopp, den man macht. Oder Susanne, du hast eine Geschichte, wo ja, du einfach ich hab immer gedacht, ja, komm, die SOS-Gebete, die Stoßgebete, das sind keine richtigen Gebete. Und dann wurde ich vor ein paar Wochen gefragt, was ist eigentlich oder was war dein emotionalstes Gebet? Diese Frage kannst du dir ja vielleicht auch mal stellen. Da habe ich mich erinnert, da war ich mal Skifahren und dann bin ich aus dem Skilift gefallen und so richtig geflogen und ich hatte so Angst vor dem Aufprall und ich habe einfach geschrien, Gott, hilf mir! Und er hat mir geholfen, das hat überhaupt nicht wehgetan und das hat mich sehr berührt, wie viel Kraft das offensichtlich diese SOS, diese Stoßgebete haben. Und genau deswegen beten wir sie heute durch. Wir gehen durch 10 Situationen durch, wo du dich vielleicht wiederkennst. Das sind wirklich unsere erprobten Bibelverse für genau diese Situationen. Ja, du kannst auch deine Augen zumachen und deine Hände ausstrecken. Wir proklamieren 10 Wahrheiten, 10 SOS-Gebete. Und Susanne, du kannst beginnen mit dem ersten. Ja, das ist das Gebet. Wenn ich genervt bin und alle etwas von mir wollen, dann erinnere ich mich sofort an Römer 5, Vers 5, wo es heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und ich erinnere mich daran, dass ich nicht aus mir heraus jetzt nett sein muss, sondern dass seine Liebe mich füllt. Und das spreche ich heute über dir aus. Da, wo du genervt bist, dass du voll von dieser Liebe bist und dass dein Liebestank gefüllt ist mit der Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist ausgegossen worden ist in dein Herz. Das zweite SOS-Gebet ist, wenn ich mich unfähig fühle. Zachariah Kapitel 4, Vers 6 bis 7. Was du vorhast, wird dir nicht durch Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ein Berg von Hindernissen wird sich vor dir auftürmen, aber ich, der Herr, räume sie aus dem Weg. Was für eine Zusage. Je größer der Berg ist, desto größer wird Gott, der allmächtige Schöpfer, es wegräumen. Und das dritte ist, wenn ich nicht weiter weiß und Weisheit brauche. Yes. Vielleicht stehst du in so einer Situation mit deinen Kindern, in deiner Ehe oder an der Arbeitsstelle. Plötzlich merkst du, du weißt nicht mehr weiter. Und da heißt es in Jakobus 1, Vers 5, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und Yes. ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben. Und Gott im Himmel, ich rufe zu dir, ich brauche Weisheit für die Situation, für jene Situation, für diesen Moment. Ich brauche Weisheit und ich rufe zu dir und du gibst Weisheit. Ich bin gesegnet heute mit deiner Weisheit. So SOS, ich brauche Inspiration. Dann bete ich Jesaja 55, Vers 8 und 9. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und ich bete, Vater im Himmel, gib mir deine göttlichen Gedanken, sie sind kreativ, sie sind schöpferisch, sie sind lebensspendend, lebensbejahend, lebensermöglichend. Und ich empfange das jetzt von dir, weil du hast mir eine übernatürliche Gabe und einen Zugang gegeben zur Schöpfungskraft vom Himmel. Ja.
Und wenn ich am Morgen aufstehe und das Gefühl habe, die To-Dos türmen sich und ich weiß gar nicht, wo anfangen, erinnere ich mich, was in Yes. Epheser 2, Vers 10 steht, wo es heißt, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit ist der Tag schon vorbereitet. Ich bin geschaffen zum Gutes tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Und ich danke dir, Yes. Gott, für die vorbereiteten Werke auch heute, dass ich sie sehe und dass ich Yes. darin laufen kann. Ja, wenn du ausgelaugt und angespannt bist, kann sein, die Arbeit ist zu Ende, mitten in den Kindern, Schule, alle diese Dinge. Du weißt, wenn ich spreche, dann bete ich Psalm 23, Vers 3. Er, mein Gott, er erquickt meine Seele, er gibt mir neue göttliche Kraft. Und dann sage ich zu Gott, du bist wie eine Quelle und ich stehe unter diese Quelle und das Wasser läuft nicht nur auf mich herunter, sondern es macht mich flotschnass. Das war ein Bild. Ich weiß nicht, ob das Hochdeutsch korrekt ist, aber ich bin voll eingelullt in diesem Wasser und das ist der Strom Gottes, wo ich einfach drunter stehe. Ja, und dann gibt es die Situation, wenn du vor Herausforderungen stehst. Und da habe ich einen Yes. Bibelvers, Jesaja 41, Vers 10, den zitiere ich seit 35 Jahren immer und immer und immer wieder. Und es heißt dort, fürchte dich nicht, und das spreche ich dir und deiner Situation zu. Und fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ja. Ich helfe dir, ich mache dich stark und mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Yes. Wenn meine Gefühle mich überwältigen, also ich bin total, die gehen wie in einer Achterbahn überall hin und ich habe das Gefühl, ich kann sie nicht mehr kontrollieren. Psalm 62, Vers 2. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Von ihm kommt meine Rettung. Das heißt, ich setze jetzt meiner Seele einen Anker. Und das hat man im Alten Testament auch König David, der Hirte David, immer wieder gemacht, das Selah, wie ein Anker gesetzt. Komm zur Ruhe und ich setze jetzt, wenn du merkst, du bist überwältigt davon, es geht auf alle Seiten, dann setz diesen Anker Selah. Der Herr ist meine Rettung. Ja. Oder vielleicht kannst du nachts nicht schlafen, es stürmt alles Yes. und da erinnere ich mich immer an diese Geschichte von Jesus und dem Yes. Sturm. Ich stelle mir vor, wie es gestürmt hat bei ihm und er liegt im Boot hinten und er schläft. Und was ich dann mache in meiner Vorstellung, ich lege mich einfach zu ihm. Und hier ist Markus 4, Vers 37 und 39, was diese Situation beschreibt. Und da heißt es, da brach ein gewaltiger Sturm los, hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Aber Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und riefen, Lehrer, wir gehen unter, kümmert das dich denn überhaupt gar nicht? Und da stand Jesus auf und gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, sei still und schweig. Und sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Wenn ich mich schwach fühle, Epheser 6, Vers 10, zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn, mit Gott verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Und ich bete diese Verse aus als ein SOS-Anker, Proclamation über meinem Leben. Und du merkst, das S und S des Gebets sind nicht einfach deine Seele, ein Wunsch, eine Sehnsucht. Das ist immer verbunden mit dem Bibelvers. Darum es ist wichtig, dass man die Bibel liest, aber auch einen Bibelvers nimmt und dann auch auswendig lernt. Weil es ist wie eine Waffe, wie ein Schwert, das man zücken kann, um gegen die unsichtbaren Mächte, aber auch oft gegen meine Gefühle, gegen meine Seele zu kämpfen. Und by the way, alle diese Gebete haben wir aus Bete wie niemals zuvor. Das ist ein Buch, das haben wir schon von, ich glaube, 2, 3, 4 Jahren geschrieben. 6 Da wahrscheinlich. sind sehr, sehr viele Gebete drin. Ich möchte euch empfehlen, wenn du schon hast, nimm es nach vorne, abstauben und sonst kann man das erwerben im ICF Media. Das lohnt sich in dem Sinne, einfach verschiedene Gebete. Also Gottes Segen und bye bye. Tschüss. Ciao, ciao.